Ich liebe unsere Schweizer Traditionen. Gut, vielleicht sind es ab und zu ein bisschen komisch, dass wir vielleicht einen Schneemann entscheiden lassen, wie unser Sommer wird. Zum Beispiel unser Nationalsport ist Schwingen. Da haben sich zwei riesen Fetzen, die mich mit links auseinandernehmen an der Hosentasche oder an so einem Gurt und rühren sich über das hure Dings drüber und der zuerst mit dem Rücken aufs Weizen kommt, Entschuldigung, sag mal, der hat verloren. Und ich schaue sogar noch gern. Der von euch wird auch am eidgenössischen Schwingfest dabei sein. Und der Gewinner von diesem Schwingfest bekommt eine Kuh. Oder wie heisst es? Ein Muni. Ist das richtig? Und laut Google, ich weiss aber nicht, ob das stimmt, 850'000 Stutz. Shit, Mann, ich muss Schwinger werden. Oh nein, ich werde auseinandergenommen. Dann gibt es sogenannte Hornussen. Das ist irgendwie Golf, aber auch irgendwie nicht Golf. Mit so einer Peitsche, wo du so einen Ball tätschen musst. Also grosser Respekt für alle, die Hornussen können. Und dann gibt es aber noch etwas mega Herziges, der Rebenlichtli-Umzug. Ich sage euch, das ist legendär. Rebenlichtli in der 1., 2., 3. Klasse raushöhlen, ein Lichtli rein tun und dann am Abend spät, ja, damals war 8:30 Uhr sehr spät, einen Umzug gehen mit der ganzen Klasse und Rebenlichtli, Rebenlichtli, wo gehst du hin? Was gibt es schon so für komische oder geile, lustige Schweizer Traditionen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich kenne bei weitem nicht alle.